Das finde ich jetzt auch mega schön, dass wir einfach mal können, so ein bisschen miteinander reden. Meine, die ersten 2 Jahre haben wir einfach nur investiert. Wir haben nur Zeit investiert, ganz, ganz viel Zeit. Wir haben wirklich sehr viel gemacht, dass wir eigentlich langsam gewachsen sind. Wir hatten ein paar Momente gehabt, wo wir uns vielleicht schon gewünscht hätten, dass es ein bisschen schneller vorwärts geht. Willkommen beim Storyflow Podcast. Dem Podcast zum Schreiben von deiner eigenen Geschichte. Ich bin der Flo und mache mich mit euch auf die Suche nach Menschen, die ihren eigenen Weg gehen und ihre Erlebnisse auch mit anderen teilen. Von den ersten Schritt bis zum Aufbau von lebendigen Communities. Wir schauen hinter die Kulissen von Creators und Personal Brands aus der Schweiz. Finden heraus, was sie antreibt und wieso sie sich für so ein Leben entschieden haben. Wir reden aber nicht nur über ihre persönlichen Hintergründe, sondern auch darüber, was es heisst, seinen Alltag in den sozialen Medien zu teilen. Wir wägen die Möglichkeiten und Tücken von den verschiedenen digitalen Plattformen ab, geben praktische Tipps zum Content kreieren und schauen uns an, was es wirklich braucht, um seine eigene, authentische Stimme zu finden. Also, bist du ready, um deine eigene Geschichte zu schreiben? Dann wünsche ich dir ganz viel Spass bei dieser Folge vom Storyflow Podcast. So. Ist gut? Gut, ready. Also, ready. Ja. Herzlich willkommen zu der allerersten Podcast-Folge hier bei Storyflow. Ich bin der Flo. Und ich bin Meli. Wir sind Gründer von Storyflow. Und ja, wir freuen uns mega, dass wir diesen Podcast nicht machen können. Das ist ein Projekt, das wir sehr, sehr lange schon so ein bisschen im Kopf hatten und wo wir uns darum sehr freuen, dass wir jetzt mal die Zeit gefunden haben, um mit dem zu starten. Wir erzählen sicher auch allen, die jetzt, uns vielleicht noch nicht kennen, nachher 2-3 Worte dazu, wer wir sind, was wir eigentlich machen, was Storyflow ist. Aber ich möchte eigentlich die Podcast-Folge lieber schnell damit anfangen und Meli fragen, was meinst du, was macht Ella jetzt gerade? Ich hoffe, ihr erster Tagesschlaf, es wäre etwa nachher. Aber vielleicht nimmt sie auch die Bude auseinander. Wer weiß, also für die nicht wissen, wer Ella ist unsere Tochter, ist jetzt gerade 1 geworden. Aktuell schaut gerade meine Mami, sorgt dafür, dass wir auch Zeit haben, um den Podcast zusammen zu machen. Es ist auch keine Selbstverständlichkeit aktuell, dass wir Zeit finden für das. Aber mega cool, dass wir jetzt da sind und dass wir uns auch wieder mal ein bisschen tiefergründiger miteinander unterhalten. Ja. Genau. Wie würdest du denen, die vielleicht das erste Mal zuhören, erklären, was Storyflow eigentlich ist? Ui. Ja, Storyflow ist viel. Wir haben das 2016 haben wir damit gestartet. Das zweite haben wir Videos gemacht, Ausflüge gemacht, die festgehalten mit Video, Foto, Text. Wir hatten sogar einen Blog gehabt. Stimmt, Wir sind als Content Creator unterwegs gewesen und 2017 dann eine einjährige Reise gemacht und dort ganz viel Content geteilt über Storyflow, über die Plattform unter dem Namen. Wo wir zurückgekommen sind, haben wir uns dann selbstständig gemacht im Videobereich und haben eine Firma gegründet, eine GmbH. Storyflow GmbH haben wir sie genannt. Wow, wie einfallsreich. Nein, ja genau, die hat jetzt gerade das 5-jährige Jubiläum, haben wir da feiern können. Und mittlerweile ist aber Storyflow nicht nur noch Meli und Flo, sondern ist eigentlich viel mehr. Wir sind jetzt auch ein kleines Team. Genau. Und ja, haben vieles vor. Sehr vieles. Und es ist darum auch ein guter Zeitpunkt, um euch vielleicht mal ein bisschen mehr darüber zu erzählen, was wir alles vorhaben. Weil es hat sich sehr viel gewandelt auch in dieser Zeit, seit wir Storyflow gegründet haben. Ich muss dazu vielleicht auch sagen, dass Storyflow ist ursprünglich mal meine Bachelorarbeit im Studium, wo dann Meli recht bald auch mit eingestiegen ist. Und wir haben das lange einfach so ein bisschen genutzt für uns so als kreativen Space, kreativen Spielplatz, um uns ein bisschen ausleben, um unsere Leidenschaft ausleben, vom Fotografieren, Fotografieren und auf dem Reisen. Darum ist am Anfang auch sehr, sehr viel immer ums Reisen gegangen. Wir sind ja dort auch eben über ein Jahr lang unterwegs gewesen. Und in den letzten Jahren hat sich das dann aber im Hintergrund zumindest immer wie mehr auch ein bisschen gewandelt, dass wir halt wirklich aus Storyflow eine richtige Videoproduktionsfirma gemacht haben, wo wir auch ganz viele Videos gemacht haben, die jetzt nicht unbedingt mit Reisen zu tun haben oder auch nicht unbedingt immer mit uns, sondern was mehr um unsere Kunden gegangen ist. Und
Ja, auf unseren Kanal, wir haben dort vor allem auf YouTube sehr viel gemacht und natürlich auch auf Instagram, ist das ab und zu ein bisschen schwierig gewesen, um irgendwie ein bisschen transportieren, was überhaupt Storyflow ist, weil das eben irgendwo durch ganz, ganz viele verschiedene Sachen sind. Und ja, jetzt sind wir ein bisschen dran, das Ganze neu aufzubauen, neu auszulegen, damit da auch ein bisschen mehr Klarheit ist, was ist Meli und der Flo, was ist unsere Geschichte, oder, in dem Ganzen inne, und was ist die Geschichte von unserem Team, was ist die Geschichte von unserer Firma. Ja. Sehr gut auf den Punkt gebracht. Danke. Ja. Wir haben uns ein paar Notizen gemacht, ein paar Fragen aufgeschrieben, die wir einander stellen möchten. Machen es aber zum ersten Mal, darum hoffe ich, habt ihr ein bisschen Geduld mit uns. Aber ja, ich glaube, es wird sehr spannend. Ich freue mich auf das Gespräch mit dir. Wir haben dann später auch noch ein paar Fragen aus der Community eingebaut. Wir haben gestern einen kleinen Aufruf gemacht in der Story, dass ihr uns Fragen stellen könnt. Die Fragen, zumindest ein Teil davon, für alle hat es wahrscheinlich nicht Platz, werden wir dann sicher auch noch beantworten. Genau. Ja, willst du sonst mal erzählen, warum du so einen Podcast hast starten, was so ein bisschen, ja, deine Motivation dahinter ist und wieso gerade jetzt? Vielleicht zuerst mal, wieso gerade jetzt? Ich finde, jetzt ist gerade ein sehr spezieller Moment in unserem Leben. Wir sind sehr vieles am Umstellen, eben nicht nur im Business, sondern auch privat. Bald geht es für uns los auf die nächste grosse Reise. Wir geben hier alles auf, oder fast alles auf in der Schweiz, zumindest unsere Wohnung. Also, ja, also das ist jetzt, wir geben einfach unsere Wohnung genau, auf. wir geben unsere Wohnung auf. Also der Rest behalten wir noch. Den Rest behalten wir, stimmt. Wir behalten hier unser wunderschönes Büro, wir behalten unser Team und alles und so. Ja. Aber privat tun wir unsere Zelte wieder abbrechen und ja, wir wollen mit dem Camper auf eine längere Reise. Und ja, ich finde, das ist darum irgendwie ein schöner Moment, um irgendwie auch ein bisschen erzählen, was alles so geht, was sich alles verändert, was sich alles wird verändern und um einfach alles mal vielleicht auch ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Wir haben jetzt auch gerade ein ganz spezielles Jahr hinter uns natürlich, das erste Jahr als Eltern, und da ist so vieles passiert. Wir werden sicher auch nicht probieren, alles jetzt in einer Podcast-Folge hier zu erzählen, aber ich habe gefunden, das ist eine super Möglichkeit, um vielleicht mal ein bisschen mehr zu erzählen, was auch ein bisschen im Hintergrund abläuft. Darum der Zeitpunkt jetzt. Und wieso dass ich diesen Podcast starten wollte. Es ist wirklich auch so, gerade ein bisschen bei Storyflow geht so vieles in die Richtung, dass es nicht mehr nur um unsere Geschichte geht, eben nicht mehr nur um Meli und den Flo, sondern auch um eure Geschichten. Also wir haben wirklich vor, einerseits den Podcast, aber auch Storyflow als Unternehmen dazu zu nutzen, wirklich eine Community aufzubauen von anderen, die auch kreativ unterwegs sind, anderen Creators, vielleicht auch Personal Brands oder einfach Leute, die eine spannende Geschichte zu erzählen haben. Und ich möchte dazu natürlich unbedingt auch den Podcast als Format nutzen, um die Geschichten zu erzählen, um euch einladen in die Podcasts und dann hoffentlich ganz viele spannende Gespräche führen und spannende Geschichten zu hören zu bekommen. Genau. Cool. Ja, ich hoffe, es wird dann auch cool. Ich freue mich auf jeden Fall sehr. Und habe schon ganz, ganz viele Leute im Kopf, die ich dann anschreiben will, die dann hoffentlich auch mitmachen. Ja. Genau. Vielleicht noch eine Frage an dich. Aber wir haben gesagt, Storyflow ist jetzt schon 8 Jahre alt. Wenn wir wirklich ein Jahr von der inoffiziellen Gründung mitzählen. Die GmbH ist eben 5 Jahre alt. Wenn hast du vielleicht gemerkt, dass Storyflow ein bisschen mehr ist als nur eben so ein Projekt? Ja. Hat für dich so einen Moment gegeben? Ja, ich glaube, so ab dem Punkt, wo wir wirklich wo wir gemerkt haben, hey, das funktioniert wirklich. Wir können mit unserer Arbeit, in der Selbstständigkeit wirklich Geld verdienen und uns mit dem den Lebensunterhalt finanzieren. Und die ersten 2 bis 3 Jahre, haben wir einfach nur investiert. Wir haben nur Zeit investiert, ganz, ganz viel Zeit, ganz viel einfach mal ausprobiert, uns verbessert, uns neue Skills angeeignet und einfach nur an uns gearbeitet und so ein bisschen einfach probiert, dem Traum näher zu kommen von der Selbstständigkeit. Und dann im 18., wo dann die ersten Aufträge reingekommen sind, haben wir wirklich gemerkt, hey, mit jedem Auftrag, unsere Arbeit ist wirklich gefragt und ja, es könnte funktionieren.
Voll. Ich glaube, wir haben dort ja auch vielleicht ein bisschen einen Weg eingeschlagen, gerade wo wir auf die Reise sind. Wir haben ja viele kennengelernt, auch unterwegs, die auch so etwas gemacht haben, die wirklich am Reisen waren. Aber wir haben das Gefühl gehabt, für uns ist die Reise halt wirklich mehr gewesen, als nur so ein bisschen unterwegs sein, sondern wir sind schon mit dem Gedanken oder mit dem Traum dort rein, dass wir halt gedacht haben, hey, wir wollen jetzt nicht einfach auf die Reise und dann zurückkommen und irgendwie wieder zurück ins Hamsterrad, ob wir es jetzt so nennen, aber für uns haben wir einfach gefunden, hey, wir wollen schauen, wohin geht die Reise auch im Sinne von, können wir uns etwas aufbauen, wo wir nachher können weiter auch zurück in der Heimat eigentlich davon leben, unser eigener Boss können sein und ja, halt, wenn wir unserem Slogan treu bleiben, unsere eigene Geschichte schreiben. Und ja, darum haben wir auch auf dieser Reise extrem viel gemacht. Also, wir haben zum Beispiel auf YouTube über 100 Videos produziert in einem Jahr, was zeitweise sicher auch ein bisschen viel war. Wir mussten schauen, dass wir die Reise auch noch ein bisschen geniessen können, nicht nur am Arbeiten sind, aber ja. Ich glaube, es war auch wichtig, dass wir haben wirklich sehr viel gemacht, für das, dass wir eigentlich wenig oder langsam gewachsen sind. Also wir haben ja, wenn du jetzt 100 Videos machst, aber in dieser Zeit auch wirklich mit jedem Video neue Leute dazu gewünscht, die das cool finden, was du machst und dich verfolgen und ja, du halt einfach wachst, ist das natürlich auch mega Motivation. Aber uns hat jetzt nicht unbedingt, also wir sind ja nicht mega schnell gewachsen, sondern einfach schön kontinuierlich, aber langsam. Aber uns ist nicht das der Antrieb gewesen, sondern einfach ein bisschen der Glaube an uns selber, dass es uns wirklich nicht mit bringen kann. Und dass es zu etwas führen kann, sagen wir so. Ja, voll. Also es ist sicher auch eben gerade auf dieser Reise oder auch später noch. Oder? Wir hatten ein paar Momente gehabt, wo wir uns vielleicht schon gewünscht hätten, dass es ein bisschen schneller vorwärts geht. Das hast du natürlich immer, oder? Du hast das Gefühl, jetzt haben wir eine super Idee und nachher machen wir das Video und dann geht das irgendwie viral oder was auch immer. Und dann, ja, also wir haben uns irgendwie auch früher mal irgendwie dann vielleicht gewisse Ziele gesetzt, wir wollen so und so viele Follower oder was auch immer erreichen. Und irgendwann in dieser Zeit haben wir es aber irgendwie auch geschafft, das ein bisschen für uns ein bisschen wie abzustellen, dass wir eigentlich nicht unbedingt diese Zahlen hinterher gejagt haben. Ist das vielleicht deiner Meinung nach auch irgendwo durch ein bisschen der Schlüssel gewesen, dass uns Storyflow jetzt auch nach diesen 8 Jahren immer noch eigentlich Spass macht, dass wir dranbleiben können, obwohl ja vielleicht jetzt so ein bisschen der Erfolg über Nacht, wie man sich das vorstellt oder wünscht, eigentlich ausgeblieben ist? Also was hast du das Gefühl, was ist so ein bisschen der Grund, wieso dass wir es halt immer noch machen und immer noch Freude daran haben? Ich glaube, wir haben es geschafft, oder was, ja, eine gute Frage. Ich glaube, was ich schätze, wie wir das Ganze handhaben, wir schauen jetzt jedes Jahr, wir wollen nicht jedes Jahr toppen. Also wir schauen nicht, dass wir also es ist jetzt das Ziel, jedes Jahr zum Beispiel mehr Umsatz zu machen als im Jahr vorher. Ich glaube, sonst viele Unternehmen in der Wirtschaft setzen sich jedes Jahr, sagen sie ja jetzt noch 10% oben drauf. Das, was wir letztes Jahr geschafft haben, das schaffen wir ja sicher wieder und wäre doch schön noch ein bisschen mehr. Und wir messen unseren Erfolg nicht am Umsatz. Es muss einfach am Ende des Jahres natürlich aufgehen. Wir müssen unsere Rechnungen zahlen, vor allem das Wichtigste, unsere Leute zahlen. Und das einfach weiter so machen. Aber das Wichtigste ist eigentlich, dass wir, wenn wir aufs Jahr raus schauen, dass wir schauen, hey, was steht das Jahr an? Meistens sind es welche Reisen oder sonstige, auch persönliche Projekte. Und dann schauen wir, dann tun wir eigentlich die Arbeit so planen, dass wir unsere persönlichen Ziele oder die Projekte auch können verwirklichen. Und ja, durch das sind wir sind schon zeitweise in einem Hamsterrad, aber ich meine, du musst auch mal ein bisschen Gas geben, dass es dann wieder ein bisschen ruhiger angehen kann. Aber ich glaube, wir haben es geschafft, dass wir nicht nonstop einfach nur am Machen sind und nur den nächsten Ziel am Hinterher sind. Voll. Ja. Ja, ich glaube, das ist auch ein bisschen Gefahr, oder? Also wenn du so eine Leidenschaft hast für etwas und wir sind ja schon zeitweise sehr fest so ein bisschen am Hustlen oder wie sagt man, einfach am vieles reinstecken gewesen. Und es gibt ja so ein bisschen den berühmten, also ich glaube, sobald man angefangen hat als Selbstständiger, hört man sehr oft den Satz, hey,
selbst und ständig, oder? Ja. Man ist wirklich nonstop dran. Und das ist bei uns sicher zeitweise gerade am Anfang auch so gewesen. Also eben die ersten 2-3 Jahre haben wir sehr, sehr, sehr viel geschafft. Sicher viel mehr, als wir geschafft hätten, wenn wir damals angestellt gewesen wären. Aber ich glaube, auch was sicher für mich auch oft der Grund war, wieso dass ich so gut dranbleiben konnte, auch gerade beim Arbeiten, gerade bei diesen Projekten, ist es halt, weil es sich für mich auch sehr oft gar nicht wie Arbeiten angefühlt hat. Also gerade alles, was damit zu tun hat, irgendwie mit der Kamera unterwegs zu sein, zu fotografieren, zu filmen, auch wenn das einmal sehr strenge Tage waren und wir haben ja ganz zum Teil auch sehr, sehr heftige Wochen gehabt, gerade auf so Reisen am Anfang. Haben wir so ein paar Trips können machen mit Edelweiss, wo ja, gegen aussen sieht es aus, mega cool, wir können da irgendwie ganz viele Destinationen irgendwie mitgehen und haben natürlich auch sehr coole Fotos und Videos produziert, aber das ist, also wir sagen im Nachhinein, aber das war wie ein Bootcamp gewesen, weil wir dort einfach irgendwie eine Woche lang 16 Stunden am Tag vom Morgen bis wirklich bis tief in die Nacht mit den Kameras unterwegs sind und eigentlich nie Pause hatten. Und wir haben schon klar, dass das irgendwie dann auch physisch einfach ein bisschen auf die Nieren schlägt. Aber eben ich zumindest für mich habe sehr oft dort dann auch in diesen Momenten halt einfach Spass daran, am Filmen, am Fotografieren. Und dann hat es sich halt gleich nicht immer wie Arbeiten angefühlt. Und da habe ich glaube auch immer so ein bisschen die Motivation behalten. Weil mich auch jetzt immer noch, also wenn es irgendwie auf den Dreh geht oder so, ich bin ja jetzt nicht mehr so viel auf diesen Drehs. Jetzt haben wir Leute, die für uns viel von diesen Drehs übernehmen. Aber es ist immer noch so, jedes Mal, wenn wir so etwas machen können, oder wie jetzt der Podcast mit den Kameras und so, das ist für mich gerade so, das macht mir einfach Spass und dann fühlt es sich auch nicht an wie Arbeit. Also das, was wir jetzt machen, ist eigentlich auch Arbeit. Wir machen jetzt wie so, irgendwie, das ist ein Teil von unserem Business, aber es ist für mich wie so, ich kann halt meiner Leidenschaft nachgehen. Ja, das ist mega schön. Voll. Gibt es ein Projekt, so, wenn du auf die letzten Jahre zurückschaust, gibt es so ein Projekt, wo du besonders stolz bist drauf? Ja, also wir haben so viele Projekte umgesetzt, es ist wirklich schwierig. Ich glaube, wir haben jetzt ja die neue Webseite gelauncht und dort haben wir alle Kunden aufgeführt, die wir mal zusammen gearbeitet haben. Oder für die wir mal haben dürfen, etwas machen. Und dann ist uns auch so ein bisschen bewusst geworden, mit wem wir wirklich alles schon zusammen geschafft haben in der Schweiz. Das war schon mega schön zu sehen. Mega. Und auch all die Produktionen, all die Videos, all die Geschichten, die wir haben können erzählen und all die Menschen, voll. Also das ist vielleicht auch so ein bisschen der Grund oder so, wieso wir das überhaupt aufgebaut haben, wieso dass wir so ein bisschen die Idee kam mit Storyflow, das ist wirklich von Anfang an. Und wir haben da, also wer es Wunder nimmt, das allererste Video bei uns auf YouTube, dort rede ich schon von dem. Wir werden das dann, glaube ich, auch bald mal so ein bisschen reposten auf Instagram, oder? Ist noch auf Hochdeutsch, also sorry. Aber schon dort habe ich das eigentlich so ein bisschen erzählt. Es geht mir ja bei dem ganzen Projekt oder bei dem ganzen Storyflow als irgendwie Business oder Projekt nicht in erster Linie um unsere Geschichten, sondern darum, durch das Projekt, durch das Filmen, durch das Fotografieren, irgendwie Einblick zu bekommen in andere Lebensgeschichten, weil das ist das, was mich einfach so mega fasziniert. Also sagt das, zum Teil ist es so im Kontext von einem Imagefilm, den man produziert, oder irgendwie, da ist man viel so irgendwie halt bei Leuten begleitet sie beim Arbeiten, aber nur schon das, irgendwie mal einen Einblick bekommen in andere einfach, Welten und dann können Interviews führen mit diesen Menschen und dann irgendwie von denen wirklich so ein bisschen zu hören, ja, was denen ihre Motivation ist, was denen ihre Geschichte ist, das ist etwas, das macht mir so Spass und ist auch da, wo ich eben unbedingt jetzt mit dem Podcast noch weiter verfolgen und einfach das irgendwie können eintauchen in andere Welt und Geschichten. Ich habe glaube dort, also ist mir irgendwann mal bewusst worden, ich habe bevor wir mit dem gestartet haben, bevor ich das Filmen und das Foto entdeckt habe, ein bisschen Mühe gehabt, irgendwie etwas oder ein Hobby für mich zu finden. Ich bin so der Typ Mensch. Ich würde am liebsten alles machen. Ich würde gerne surfen, klettern, Fußball spielen, alles Mögliche. Und ab dem Reisen, ich bin immer so, da könnte man noch, da könnte man noch, da könnte man noch. Das sind so ein Scanner-Persönlichkeit. Ja, wie sagt man dem? Ich glaube Scanner. Es gibt auch noch, den Begriff, der Leonardo da Vinci war auch so einer. Und also nicht, dass ich mich mit dem Leonardo da Vinci vergleiche, aber es hat irgendjemand mal aufgeschnappt, hat es eine gehabt, die hat das dann auch irgendwie so
Projekt, um das man aufbaut, dass das irgendwie so Da Vinci People sind, die einfach sich nicht auf etwas fokussieren können, sondern ganz viele verschiedene Sachen brauchen. Ja. Das ist ja etwas Schönes. Ja, ja. Ich weiss nicht, es ist glaube ich auch ein bisschen anstrengend mit mir. Aber es ist ja schön, hast du jetzt mit dem Filmen etwas gefunden, wo du dranbleiben willst. Ja, das ist halt, also das Filmen ist für mich wie so ein bisschen das Mittel zum Zweck. Oder wie soll ich sagen, ich weiss, wie beim Filmen kann ich dranbleiben, ein Leben lang, oder bei dem Geschichten erzählen, weil durch da habe ich ja dann die Vielfalt. Oder? Es ist so mega divers und mega einfach spannend. Und das ist dann halt wie der Skill, wo mir hilft, das alles zu erleben. Oder ob das Reisen sind oder ob das eben ist, spannende Menschen kennenlernen. Darum ist, glaube ich, gut, habe ich für mich so etwas gefunden, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch schwierig geworden für mich, dass ich irgendwie so bei etwas hätte dabei bleiben können. Ja, so ist es, gell? Was ich cool finde, jetzt merke ich gerade, also du hast vorher gefragt, warum es uns immer noch Freude macht, oder? Mhm. Und ich glaube, durch das, dass wir unser Leben so ein bisschen festhalten, das haben wir schon ein paar Mal gehabt, tun wir uns auch immer wieder selber ein bisschen reflektieren und unser Leben und ja, wir tun uns immer wieder mit uns befassen, weil wir uns aufnehmen, weil wir das irgendwie uns auch durch die Videos wieder sehen. Ich habe das Gefühl, wir tun uns viel selber reflektieren, wie wir die Sachen angehen, wie wir sind, wo wir hin möchten, oder? Voll. Und jetzt mit dem Podcast oder mit dem Gespräch, glaube ich auch, kann man dann plötzlich wieder, also ich finde es mega spannend, wie du das jetzt erzählt hast, mit denen, dass du durch das eben Einblick hast und die Vielfalt ja auch hast, wo du so suchst, oder? Dass dir das Filmen, dass dir das ermöglicht. Finde ich einfach mega spannend, dass dann wieder so habe ich es jetzt von dir noch nie gehört. Und, ja. Das ist eigentlich noch lustig. Das ist so, also, ich glaube, das zeigt, wir haben, wie lange sind wir jetzt zusammen? Das ist, glaube ich, auch eine Frage, die dann irgendjemand in der Community noch gefragt hat, wie wir uns kennengelernt haben, was auch immer. Aber wir sind jetzt irgendwie 14 Jahre. Ja, 14 Jahre. Also wir haben das irgendwie mit 18 kennengelernt. Ja. Also unser ganzes Erwachsenenleben haben wir zusammen verbracht und wir kennen uns eigentlich gegenseitig schon ziemlich in- und auswendig, oder? Also schon, wir arbeiten zusammen seit längerem schon, wir sind zusammen auf die Reise. Also seit wir eigentlich Storyflow haben, sind wir 24/7 eigentlich umeinander, oder? Und trotzdem ist jetzt eben zum Beispiel das etwas, wir haben, dass wir uns die Zeit gönnen, um wirklich mal so in die Tiefe gehen, in so Gespräche wie jetzt hier im Podcast, oder? Das ist jetzt natürlich auch wegen der Ella ein bisschen schwieriger geworden in letzter Zeit, oder? Aber das finde ich jetzt auch mega schön, dass wir einfach mal können, so ein bisschen reden. Ja. Also es ist wirklich auch, wenn wir jetzt vielleicht dort gleich schnell anknüpfen, oder wenn das Jahr, das wir jetzt hinter uns haben, das ist für uns auch ein sehr spezielles, natürlich, weil wir älter sind als das erste Jahr, aber auch gerade wenn wir es jetzt doch ein bisschen auf Storyflow beziehen. Oder? Wir haben, seit wir das gestartet haben, sind wir wirklich Vollgas immer zusammen dran gewesen. Also wirklich von der fast ersten Minute, am Anfang war es meine Bachelorarbeit, aber nachher, ab dem, wo das abgegeben war, sind wir Vollgas zusammen eingestiegen und haben alles eigentlich ziemlich dem untergeordnet. Das war auch wirklich ein gemeinsames Baby gewesen. Und ja, jetzt haben wir halt noch ein anderes Baby. Und das war darum schon letztes Jahr ein bisschen schwierig gewesen. Also so die Balance ist sowieso eine Challenge, oder? Zwischen Privat und Business, wenn du das alles so miteinander irgendwie verbindest und dann halt auch immer auch noch vieles aus dem Privatleben vielleicht auch teilst. Und jetzt haben wir auch wirklich ein Jahr gehabt mit der Ella, wo wir natürlich unsere Prioritäten plötzlich ganz anders gesetzt haben. Es war klar, dass dann irgendwie die Ella und das irgendwie zuerst kommt. Und darum haben wir ja irgendwie auch uns anders organisieren. Also ich habe das zumindest zeitweise sehr schwierig gefunden. Eben auch plötzlich, ich bin dann oft, also sehr oft natürlich einfach allein hier im Büro gewesen, oder schon mit den anderen, aber halt ohne dich, oder? Und vorher haben wir ja immer zusammen an diesen Sachen gearbeitet. Das stimmt. Ja, es ist schon, also ich ziehe da schon noch den Hut vor dir, dass du das alles so hast managen können. Ja. Es war schon eine Umstellung für dich. Und also plötzlich auch die Entscheidungen selber zu fällen. Und für mich ist
gleichzeitig auch nicht einfach gewesen, das alles abzugeben. Weil vorher ja jedes Video auch gesehen, bevor es raus ist. Und habe noch meinen Senf dazugeben und noch Anpassungen durchgeben und so. Und jetzt ist es plötzlich so, also ich habe schon lange kein Video mehr gesehen, das raus ist an Kunden. Und habe jetzt auch ein gutes Gefühl dabei, aber hat am Anfang schon Überwindung gebraucht, so, ja, einfach können sagen, hey, ihr schaukelt das schon, ohne mich. Ja, ich meine, ich habe ja auch sehr vieles müssen lernen, eigentlich abgeben von der Verantwortung, also im Team, oder? Weil es war ja wie nicht die Idee gewesen, also es war klar gewesen, du wirst jetzt das erste Jahr sicher, so lange wie es geht, einfach dich daraus rausnehmen, dich um die Ella kümmern, aber auch ich kann ja nicht einfach wollen, dann umso mehr arbeiten und die Ella nie gesehen, sondern ja, ist mir auch immer so ein bisschen das Ziel gewesen. Und wir haben es, glaube ich, auch, finde ich, relativ gut hingebracht, dass ich trotzdem eigentlich auch genug Zeit hatte in dem ersten Jahr. Es war halt auch immer klar gewesen, oder? Darum haben wir uns auch so organisiert. Wir haben gewusst, wir gehen jetzt auf die grosse Reise, wo wir wirklich beide immer Zeit haben füreinander mit der Ella. Und darum haben wir halt im ersten Jahr auch dem ein bisschen Sachen untergeordnet. Also, dass ich auch gesagt habe, okay, ich arbeite jetzt zeitweise halt vielleicht gleich ein bisschen mehr, damit das dann eben möglich ist, dass wir auf die Reise gehen. Ja, und das ist schon, also ist natürlich ein Balanceakt gewesen. Yeah. Aber ich habe es auch nur geschafft, eben, weil wir können Sachen abgeben den Leuten und weil sie es natürlich auch super gemacht haben. Und ich habe wirklich beruhigt irgendwie sagen, okay, gut, es ist in guten Händen und irgendwie muss ich mir keine Sorgen machen. Ich glaube auch jetzt, wenn wir dann am Reisen sind, das ist halt schon mega wertvoll. Irgendwie. Wir haben da ein Team aufbauen, das ist ja jetzt auch mittlerweile schon, also alle, die dabei sind, sind schon länger wie 2 Jahre dabei, oder? Und das merkst du einfach, es ist mittlerweile voll eingespielt und eben, wir wissen voll, auch wenn wir jetzt da uns vielleicht mal ein bisschen Auszeit nehmen, wir werden natürlich von unterwegs dann uns auch wieder einklinken und auch wieder an dem Ganzen mitschaffen, aber wir wollen uns natürlich auch ein bisschen auf die Reise konzentrieren. Und ja, ich habe einfach ein mega gutes Gefühl, ich weiss, es ist in guten Händen und die Leute sind voll motiviert und werden das, glaube ich, schon schaukeln. Wir sehen es dann, gell? Ein gutes Gefühl. Voll. Das ist übrigens vielleicht auch gerade jetzt wieder zum Zug auf den Podcast zu kommen. Die nächsten Folgen, die wir aufnehmen werden wir mit unserem Team aufnehmen. Wir werden dort mit jedem eine Folge produzieren, wo wir natürlich dann auch ein bisschen die Leute kennenlernen, dass ihr eben vielleicht dann ein bisschen besser wisst, wer da alles dabei ist, ausser uns zwei. Meine, die uns schon länger folgen, kennen uns ja vielleicht mittlerweile ein bisschen, oder? Aber wir wollen natürlich auch, dass ihr die jetzt hier mitarbeiten, dass ihr die auch besser kennenlernen, weil es sind wirklich alles ganz tolle. So, eine kleine Nachricht aus dem Videoschnitt. An dieser Stelle im Podcast haben unsere Kameras leider ihr 30-minütiges Aufnahmelimit erreicht, ohne dass wir es gemerkt haben. Und darum ist das nächste Stück vom Podcast leider ohne Bild. Wir haben noch ein Backup-Mikrofon aufgestellt, genau für so Fälle. Darum tönt es jetzt gerade ein bisschen anders und wir sehen nur ein Standbild. Aber ein bisschen später im Podcast ist dann alles wieder normal. Darum nicht verwirren lassen, Podcast weiterhin geniessen, uns sehr gerne bewerten, ein Feedback geben, trotz diesen vielleicht Startschwierigkeiten, die wir jetzt hier technisch noch zu bewältigen haben, wie ihr den Podcast so findet. Wir hoffen, euch gefällt es. Wir haben auf jeden Fall mega Spass. Und dann würde ich sagen, ganz viel Spass an euch im weiteren Verlauf von dem Podcast. Sonst kommen wir mal zu diesen Fragen aus der Community. Ja, genau. Ja. Und zwar eine kommt gerade vom Roger, unser Head of Production. Und er hat noch eine Frage gestellt, die steht jetzt da nicht drauf. Und er hat nach dem Salatsauce-Rezept gefragt. Ah, wirklich? Er hat per DM eine geschickt. Ja. Meli macht die beste Salatsauce. Danke. Nein, aber er fragt, entscheidet ihr eigentlich, welche Inhalte ihr teilt und einfach auch welche persönlichen Grenzen dass wir uns so setzen. Jetzt besonders auch gerade halt auf Social Media. Finde ich schon eine gute oder interessante Frage. Ja, durch das, dass wir zusammen einen Instagram-Account haben und einen YouTube-Kanal, haben wir uns schon immer müssen abstimmen, was wird geteilt und was nicht. Fast jede Story, die rausgeht, schauen wir auch beide drüber. Aber jetzt nicht einmal unbedingt, also mehr einfach zum schauen, hey, würdest du auch so schreiben oder willst du noch etwas irgendwie noch ein bisschen umstellen? Oder, ja, wir tun es einfach oft uns zeigen.
damit sich auch weiter, also es ist einfach auch unser gemeinsames Ding. Und also wir sind uns da eigentlich schon immer recht einig gewesen. Was ich glaube, du bist noch ein bisschen mutiger wie ich mit Sachen teilen. Ich will wahrscheinlich noch ein bisschen mehr teilen. Du wirst noch ein bisschen mehr teilen, du wirst noch ein bisschen mehr Einblick geben. Und ich bin vielleicht nicht einmal so... Ich glaube, wenn es aufgenommen ist und wenn wir es würden zum Teil... Also ich habe nicht einmal so ein Problem gegen das Teilen, sondern mehr in diesem Moment das aufzunehmen. Also... Auch zum Beispiel, wenn mir jetzt gerade irgendwie bei uns gerade nicht so gut läuft oder irgendwie... Was es ja auch mal geben kann. Ja, finde ich sehr schwierig, dann noch eine Kamera drauf zu haben. Ja, also ich finde... Oder auch darüber zu reden. Ich sage, irgendwie finde es dann, wenn irgendetwas nicht so gut gelaufen ist, dann tue ich es gerne, einfach bin ich froh, wenn es dann irgendwie gegessen ist oder ja, wenn es dann vorbei ist oder wenn wir es irgendwie meistern können. Und wenn sie jetzt dann nachher noch teilen, dann tust du ja alles nochmal durchmachen, durchcatchen und dann noch irgendwie die Themen nochmal aufgreifen. Und ich tue es dann lieber jetzt aufs Nächste schauen. Und das, was gerade also aber es hat ja vielleicht auch nicht unbedingt nur mit dem zu, was wir teilen, was nicht, sondern an sich bei mir so ein bisschen, unsere Lebensphilosophie ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen, ich meine, natürlich haben wir auch schwere Zeiten oder Sachen, wo wir daran umzucatchen haben, aber irgendwie haben wir halt auch durch unsere persönlichen Geschichten, das würde jetzt den Rahmen sprengen, wir da noch alles auf unsere Kindheit und Gegenwart reingehen, aber wir haben, glaube ich, beide so ein bisschen für uns gelernt, dass wir uns auch aufs Positive im Leben konzentrieren. Ja. Oder? Und irgendwie dem mehr Raum geben, also einfach in allen guten Momenten mehr Raum geben, um auch so ein bisschen wirken und dass wir die halt richtig zelebrieren und die Sachen, die vielleicht nicht so gut laufen, oder die, wenn wir halt mal irgendwie gerade im Struggle sind, dass wir dann dort halt einfach auch wieder draus rausgehen. Und voll. Ich glaube, wenn wir dem dann noch mehr Raum geben auf Social Media oder das noch alles mitteilen, dann würde das halt irgendwie vielleicht einfach auch mehr Platz geben. Und ja, voll. Ja. Also, und es ist auch, wenn wir sind auch einfach eher positiv eingestellte Leute. Auch wenn wir irgendeinen Ausflug machen, nehmen wir denen. Du siehst bei uns, wenn du bei uns jetzt auf den Kanal gehst, ist das so schon ein viel gut Account. Ja. Und das ist nicht, weil bei uns immer alles super ist, aber wir orientieren, wie soll ich sagen, es ist noch schön. Wir könnten ja vielleicht auch meinen, wir sind jetzt da so als Influencer unterwegs, wir machen natürlich Werbung für irgendetwas, also das ist ja auch nicht unbedingt mega oft der Fall, dass wir wirklich direkt Werbung machen, aber wir haben natürlich schon so Kooperationen gehabt und dann musst du natürlich etwas gut verkaufen. Aber ich glaube, für uns, wirklich, gerade wenn es ums Reisen geht, wir sind auch privat so, da gehen wir irgendwie nicht mehr zusammen. Wir haben ja so viel schon so Reisen gemacht, wo natürlich noch längstens nicht alles super war, Unterkunft irgendwie, weiss noch, Katastrophe, unsere Geräte ausgestiegen, was auch immer, dann irgendwie sonst irgendwie anstrengend und ja, halt eine Reise, halt, wie es halt auch ist, oder? Das ist ja nicht wie Ferien, irgendwie immer einfach nur entspannt. Aber wir sind dann auch die, wo halt eigentlich auch an denen einfach immer gesagt, mega cool, jetzt sind wir da sieht es irgendwie, also kann nicht, finden wir immer die guten Sachen. Ich weiss zum Beispiel noch, eine von unseren absoluten Lieblingsreisen ist ja, glaube ich, sagen wir beide war LA gewesen, wo wir 2 Wochen können dort mit Boalingua irgendwie den Sprachaufenthalt machen in Santa Monica. Ja, das war so cool gewesen. Und wir haben dort wirklich eine Katastrophenunterkunft gehabt. Das haben wir im Fall gar nie gesagt. Ja. Aber die Unterkunft war so dreckig. Ja. Sie war gut gelegen, zentral, aber sie war so dreckig, wir haben uns so unwohl gefühlt. Der Boden war also klebrig. Das war alles so ein Teppich gewesen. Also die jetzt vielleicht das Video dann auch dazu sehen. So, was ist das, 5 bis 8 cm, so langer Teppich. Bei uns im Zimmer, also richtig wüst, weil da tun sie sicher nicht jedes Mal voll. Ich glaube, es ist ja das Doppelbett, aber das ist irgendwie gefühlt irgendwie... das Bett mag ich nicht mehr erinnern. Und die Küche war auch so dreckig und wir haben dort jeden Morgen zu Morgen also ich habe gefühlt, das Gerät nicht richtig funktioniert. Aber gleich, es ist die beste Zeit gewesen. Wir haben uns von dem nicht stressen lassen, sondern wir sind dafür umso mehr unterwegs gewesen. Und dort es war immer schön Wetter gewesen und haben es dann einfach
Ja, und einfach auch spannend. Eben, auch die Stadt, ich glaube auch LA ist ja so eine Stadt, man, die einen feiern es, die anderen finden es schrecklich und hat ja auch mega viel, also Schattenseiten natürlich, so eine Großstadt, gerade jetzt LA wahrscheinlich, wie zum Beispiel New York, oder? Das ist wie so, also wahrscheinlich viele so Orte, oder? Hast die coolen Sachen und hast auch die Schattenseiten und ja, wir sind dann halt einfach wie die, wir sehen das natürlich schon, wir haben das schon wahr, du siehst irgendwie dort irgendwie einen, der da irgendwie voll auf Drogen über die Straße irgendwie geht und denkst, oh mein Gott, wir sind froh, dass wir nicht da leben oder so. Aber halt zum Bereisen finden wir es einfach mega spannend und irgendwie fühlen uns auch immer wohl und irgendwie, ja, ist das einfach eben schon auch ein bisschen unsere Art und darum, also zum zurück vielleicht auf die Frage, wie entscheiden wir es? Also wir entscheiden es natürlich vorzu bei allem, jetzt natürlich auch mit der Ella, sind wir uns sehr bewusst auch immer überlegen, was wir teilen und was nicht. Aber wir sind grundsätzlich, ich meine, wir machen das ja aus irgendeinem Grund, weil wir finden, hey, es ist schön, das dürfen zu teilen. Wir haben in dem Sinne ja nichts zu verstecken, wir wollen ja auch irgendwo durch können. Also das ist da, wo wir probieren, authentisch zu sein, dass, wenn wir treffen ja ab und zu immer wieder irgendwie Leute, die uns vielleicht folgen, irgendwie, dann sprechen sie uns an auf der Straße. Also nicht mega, also nicht, dass das jetzt jeden Tag passiert, aber in diesen Jahren ist es natürlich schon ab und zu mal vorgekommen. Und haben ja dann auch viel Bekanntschaft oder auch Freundschaft, die daraus entstehen. Und ich glaube, also das beste Feedback, das wir bis jetzt haben bekommen, ist einfach immer, ihr seid in echt genauso, wie wir uns zeigen. Also nicht, dass wir irgendwie eine Rolle spielen und dann lernt man uns in echt kennen und merkt, dass wir gar nicht so cool sind. Ja, darum, also ich glaube, ja, so können wir auch schon ein bisschen unsere Grenzen ziehen. Das ist ja wirklich das Cool auf dem eigenen Kanal. Du kannst immer alles selber vorne anschauen, bevor es rausgeht. Das ist ein bisschen anders, wenn du bei jemand anderem zum Beispiel einen Podcast wärst. Ich könnte jetzt da alles schön rausschneiden, weiss ich nicht. Gut. Hast du schon One-Shot, oder? Ja, wir machen ein One-Shot. Keine Zeit, um das alles schneiden. Das hat mich auch ein bisschen nervös gemacht im Vorfeld, aber es ist okay. Ja, was haben wir noch für Fragen aus der Community? Genau. Ja. Zweiten, oder? Genau. Ja, hättest du Ratschläge für angehende Content Creator, die gerne möchten eine eigene Marke aufbauen? Ja, da bleiben wir doch gerade so ein bisschen bei dem Thema, das wir vorher schon hatten. Ich finde, wirklich das Wichtigste, wenn man so eine Marke, oder ob es gerade eine Marke ist oder einfach einen eigenen Kanal aufbauen, ist wirklich die Authentizität. Also das ist so ein Passwort, ich weiss noch, du solltest authentisch sein, aber ich finde das wirklich so wichtig, dass man sich nicht probiert, irgendwie in eine Rolle zu schlüpfen. Ich meine, es gibt natürlich auch die Art von Creator und ich meine, nichts gegen die natürlich, es gibt auch die Leute, die sehr viel Erfolg haben mit dem, dass sie halt so Sketches machen oder was immer, aber wenn ich jetzt von so einer Personal Brand oder von so einem Account rede, wo seine eigene Geschichte erzählen will, dann sind einfach authentisch oder probieren von Anfang an authentisch zu sein, weil man sagt immer so, oder, euch gibt es nur einmal, alle anderen Rollen sind schon besetzt, oder? Und gerade wenn man es auch ein bisschen mit dem Ziel macht, dass man länger dabei bleiben, dann ist das einfach mega wichtig, ja. Hey, ich muss einfach ganz schnell schauen, dass unsere Dinge da weiterlaufen. Das ist halt auch Realität oder authentisch. Nein. Jetzt haben wir so lange geredet, dass unsere Kameras abgestellt haben. Die können aber nur eine halbe Stunde am Stück aufnehmen. Und normalerweise, wenn wir so längere Interviews machen, dann hockt immer jemand bei der Kamera und kontrolliert. Aber das ist jetzt irgendwie mega schnell gegangen. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so schon lange am Reden sind. Das ist eigentlich auch ein gutes Zeichen. Genau. Wir könnten das irgendwie im Schnitt so basteln, dass das dann schon gut daherkommt. Genau. Ist gut. Weil es wären ganz spannende Sachen. Und wir haben natürlich aus unserer Erfahrung immer noch ein weiteres Mikrofon hier unten. Im Hochformatigen sieht man das. Das steht dort. Und das hat natürlich gleich weiterhin alles aufgenommen. So ist nichts verloren gegangen. Aber Bild, habt ihr euch dann halt, wenn ihr euch zwischendurch mit einem schönen Standbild von uns begnügen. Gut, wo sind wir stehen geblieben? Auch Ratschläge für angehende Content Creator bin ich glaube ich. Ich glaube einfach, dass man authentisch ist. Genau, sich selber. Ja. Und ich finde immer so, also das ist vielleicht wirklich etwas von dem, so viele haben eine Idee, etwas zu machen und fangen nie an. Oder? Ja. Haben irgendwie einen Traum oder haben einfach irgendwie haben Lust, etwas zu starten und machen sich mega lange irgendeinen Plan.
oder? Und fangen aber nie an. Und immer so, ich muss zuerst irgendwie die perfekte Kamera haben, oder ich will irgendwie das irgendwie zuerst in meinem Kopf voll zu Ende denken, oder? Und also ich sage nicht, dass wir nicht auch einmal so waren, gerade am Anfang. Irgendwie machst du halt mega viele Gedanken, bist du noch nicht so sicher. Was ich aber schön finde, gerade auch wenn man irgendwie Social Media nutzen will, um irgendwie etwas aufzubauen, ist eben, wenn man einfach wirklich anfängt, an dann, wenn es halt noch nicht ausgereift ist, wenn es noch nicht perfekt ist. Ja. Weil es ist so cool, nachher auch die Reise irgendwie mitzuverfolgen, auch für Leute, die vielleicht erst später nachher irgendwie dazukommen, wenn man zurückscrollen und schauen, so hat mal irgendjemand gestartet. Weil ich glaube, alle, die irgendwie Erfolg haben mit irgendetwas, das sind die kommen ja nicht so auf die Welt. Das sind nicht irgendwie fertige Produkte, die dann irgendwie einfach schon so sind, sondern die haben ja auch irgendwie eine Geschichte und einen Werdegang. Und ich finde, das ist eben schön, wenn man das macht. Eigentlich, es gibt ja da so einen Satz, den sage ich auch oft, wenn ich Workshops gebe oder so. Das ist nicht von mir, ist auf Englisch, der heißt Document, don't create. Also dokumentiere, was du machst und tu dir nicht den Druck setzen, dass du jeden Tag musst irgendwie das Meisterwerk kreieren, sondern dokumentiere einfach deine Reise, und dein Projekt, vielleicht wie du etwas erschaffst, oder? Und aus dem heraus entstehen dann nachher so ein bisschen die Meisterwerke. Aber ich glaube wirklich ganz viel scheitern oder haben Mühe, etwas zu posten oder etwas zu veröffentlichen, wo in ihren Augen noch nicht perfekt ist. Und ich bin schon auch der Meinung, also es ist sehr, sehr schwierig, mit dem perfekten oder mit dem Supermeisterwerk rauszugehen. Und es ist ja gar nicht, gerade in der heutigen Zeit, also gerade Social Media, das ist ja eigentlich, das ist alles erlaubt. Und das ist umso wichtiger, einfach mal mit etwas zu starten, weil nur dann kann man sich verbessern. Und was ich auch mal noch gut gefunden habe, und ich mal gehört habe, ich weiß gar nicht, woher ich das gehört habe, jemand hat mir das mal gesagt, und das ist mir mega bewusst geworden, dass es mir eigentlich gleich gegangen ist, dass wenn du etwas so von dir postest, dann hast ja du irgendwie Hemmungen. Ja, was denken die anderen darüber, wenn ich das jetzt teile, oder aber ich habe mich dann auch selber dabei verwünscht. Du denkst nicht an dein engste Umfeld, sondern du denkst eher zum Beispiel für alte Schulkollegen. Ja, voll. Ja. Oder irgendwie gewisse aus deinem Freundeskreis, wo du aber eigentlich gar nicht so nahe bist oder gar nicht so nahe stehen und wo eigentlich ihre Meinung sollte eigentlich gar nicht so wichtig sein, dass es jetzt dein Handeln oder dein Weg beeinflussen. Und da habe ich mich wirklich auch ein bisschen dabei verwünscht. Dass, wo wir mit unserem ersten gemeinsamen Trailer rausgegangen sind, dass wir unsere Reise werden festhalten mit Videos und so. Da hat es so viel Mut gebraucht, so rauszugehen und so ein bisschen das zu starten und so ein bisschen für das zu stehen. Und ich habe dann wirklich mehr mich so ein bisschen geschämt vor den Leuten, die eigentlich gar nicht mehr im Leben sind. Ja, voll. Und das ist, wenn man sich das mal so ein bisschen bewusst macht, also es sollte eigentlich einfach über den Schatten springen und einfach machen, weil deine Nächsten, die Meinung, die wirklich zählt, die werden dich ganz sicher supporten. Das ist gerade schon schön, das von dir so zu hören. Also mir ist jetzt gerade, wo du das am Erzählen warst, also so ein bisschen durch den Kopf gegangen, dass es so cool ist, dass du jetzt mitmachst für den Podcast. Einfach weil, gerade wir zwei sind halt schon noch recht unterschiedlich, oder? Ich bin also eher so der extrovertiert und wo wir nicht so mega Kopf machen oder einfach mal raus, eben so, haben wir ja vorher schon darüber geredet. Und ich glaube, mega vielen, also wenn dann hoffentlich vielleicht mal viele zulassen, aber viele können sich sicher auch mega gut mit dir identifizieren als halt Personen, die vielleicht eher ein bisschen introvertiert sind, wo irgendwie das Gefühl haben, nein, ich weiß nicht, ob jetzt das jemand interessiert, was ich jetzt hier zu erzählen habe. Und du hast ich finde mega schön, es gibt so etwas so zusammengefasst, was glaube auch mega auf viele Leute zutreffen kann, oder die sich einfach halt auch oft zu viel Gedanken machen, was andere denken. Ja. Und ich finde es mega schön, dass du das sagst. Ja, darum hoffe ich, du dann vielleicht gleich auch wieder mal dabei oder anderen. Mal schauen. Also ich muss schon sagen, so ein Podcast ist jetzt schon ein bisschen außerhalb meiner Komfortzone. Also, ich glaube, so mit Videos und Fotos sowieso
bin ich, also das haben wir schon so oft gemacht, dort bin ich voll drin und bei den Videos weiss ich auch, da machen wir halt einfach nochmal einen Anlauf und dort eben irgendwann bringen wir es dann schon so auf den Punkt, wie wir uns das vorgestellt haben. Oder sind wir halt auch mittlerweile wirklich geübt und sitzt. Aber so ein Podcast, das ist fast so ein kleiner Livestream. Ja. Ja. Und ich bin nicht so redegewandt und nicht so schlagfertig. Und darum ist es für mich schon nicht ganz so einfach, falls es nicht ganz so einfach wie jetzt glaubt ihr. Aber ich finde es schön, können wir jetzt zusammen, wir zwei, die Reihe starten. Das ist auch schön, ja. Und sag niemals nie, vielleicht bin ich wieder mal in einem Podcast. Aber ich denke, also sicher die nächsten Mal werdet ihr mit dem Flo Vorliebe müssen. Also wenn ihr wollt, dass Meli auch mal im Podcast ist, unbedingt gutes Feedback geben. Podcast teilen und so weiter, was man da alles kann, wir kennen uns ja noch nicht so aus. Dann klappt es sicher wieder mal für so einen Podcast. Und hey, ich kann nur noch kurz wählen, weißt du, weil du jetzt so gesagt hast, das sind wir mittlerweile so geübt, bevor der Kamera und alles und so, das ist ja auch so, also es ist halt so lange zurückgegangen, wenn wir zurückdenken, als wir das erste Mal irgendwie vor der Kamera etwas wollen sagen, das war ja völlig außerhalb unserer Komfortzone, also voll. Mega. Ja. Also ich weiss nicht so gut, als wir das erste Mal wir dort auf den Beatenberg Niederhorn rauf sind. Wir haben unseren ersten Vlog, den wir Schweizerdeutsch gemacht haben, wir das erste Mal für so einen Vlog etwas irgendwie gesagt haben. Also auch ich. Ja, ich kann nicht. Du hast ja noch nichts gesagt. Du hast nur so, ja. Aber da bin ich auch völlig gut. Also ja, wir beide ja völlig außerhalb unserer Komfortzone gewesen. Also was ich immer noch, also eben aufnehmen, Story machen und alles, finde ich mittlerweile voll nicht easy, aber eigentlich voll okay. Also das mache ich auch gerne und macht mega Spass. Aber was jetzt auch völlig außerhalb meiner Komfortzone ist mit anderen Leuten eine Story aufnehmen. Also wenn irgendjemand zu Besuch ist oder wir bei jemandem sind oder wir mit anderen Leuten unterwegs sind und dann vor ihnen in die Kamera reden, sei es für einen Vlog oder für eine Story, also da kann ich es vor den wenigsten. Das ist für mich jetzt wirklich mega schräg. Ja. Aber das finde ich ist auch okay, du darfst auch deine Grenzen haben und vielleicht irgendwann bin ich dann genug selbstbewusst oder sicher oder ja, dass ich es dann wirklich einfach kann und machen, aber vielleicht auch nicht, das ist auch okay, du darfst auch deine Grenzen haben. Sicher. Ja. Es muss ja auch nicht jeder gerade direkt, weiss auch nicht, irgendwie sich irgendwie einen Vlog machen oder sich selber immer viel mit dem reden. Ich finde es schön, wenn man es macht, aber ich glaube, jeder hat etwas Spannendes zu erzählen. Man meint immer nur, das interessiert ja niemand. Und ja, darum kann ich das einfach allen ans Herz legen, das mal zumindest auszuprobieren. Das ist wirklich, also einfach mal das Knöpfchen drücken und sich selber filmen, ob man es dann teilt oder nicht, ob man es postet oder nicht, das kann man ja dann immer noch entscheiden. Wir haben auch, wo wir angefangen haben, wir haben zum Üben, wie es ist, vor der Kamera zu reden, haben wir bei uns daheim in unserer kleinen Einzimmerwohnung, die wir hatten vor der Reise, haben wir einfach die Kamera auf ein Stativ gestellt und haben uns gesagt am Anfang, hey, wir tun jeden schnell abwechslungsweise einfach aufs Knöpfchen drücken und 5 Minuten irgendetwas in die Kamera erzählen vom Tag. Ja. Und wir haben gewusst, wir werden das nicht veröffentlichen, oder? Wir haben die Aufnahmen irgendwo, das ist recht lustig zu schauen. Aber recht, um uns ein bisschen das Gefühl gewöhnen, dass wir jetzt hier nicht zu einer Person reden, sondern da in so einer Kamera. Genau. Ja. Voll. So lange her. Ja, mega. So, ich glaube, jetzt kommen wir dann schon zu den letzten Fragen. Ja, ich würde sagen, wir haben dann noch Abschlussfragen. Genau, da noch aus der Community. Genau. Ja, so ein bisschen, jetzt können wir vielleicht noch mal kurz auf die Selbstständigkeit sprechen kommen. So ein bisschen dafür und dann wieder von der Selbstständigkeit und wie wir da mit Ängsten umgehen. Weil ich glaube, viele, die an Selbstständigkeit denken, die haben dann gerade so das Gefühl, das ist ja mega unsicher. Oder haben nicht Angst, dass er irgendwann kein Geld mehr damit verdienen kann oder dass es nicht geht. Also wirklich, viele empfinden Selbstständigkeit so als ungewiss. Und wir empfinden es eigentlich anders. Weil selbstständig, also jetzt grad, wir haben das Empfinden, dadurch, dass wir selbstständig sind, haben wir so vieles selber in der Hand. Wir können so viele Rädchen drehen oder halt dann auf gewisse Umstände, sei es zum Beispiel Corona oder wie auch immer, einfach so krasse Sachen, die passieren oder Einschnitt
im Leben können wir halt gerade direkt reagieren. Und wenn wir jetzt angestellt sind, oder als Angestellte, Arbeitnehmer, dann bist du halt viel mehr darauf angewiesen, was jetzt der Arbeitgeber macht, wie er zu dir schaut, wie er auf Sachen reagiert. Und wir haben so vieles selber in der Hand. Das ist halt abhängig von anderen, oder? Ja. Und von den Umständen. Wir sagen auch immer, wir haben so viele Rädchen, die wir daran schrauben können. Und eben auch auf Sachen reagieren können. Wir wissen ja auch nicht, ich sage, wir machen das schon so lange, manchmal können wir uns das gar nicht mehr richtig vorstellen, wie das ist, angestellt zu sein. Oder wir sind natürlich bei unserer eigenen Firma angestellt, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Und wir sind, glaube ich, einfach auch Leute, die nicht so Angst haben. Also wir malen uns nicht aus, was alles könnte passieren. Wir sind auch nicht auf alle Situationen vorbereitet. Aber wir haben aber auch irgendwie ein gesundes Vertrauen in uns selber und in unsere Fähigkeiten, dass es erstens das gar nicht so weit kommt, dass wir an die Wand fahren. Und falls wir irgendwann keine Aufträge mehr haben und wir das nicht weiterführen können, dass wir unsere Firma aufgeben müssen, dann haben wir gleich, also wir haben jetzt ja so viel gelernt in diesen Jahren und wir sind in einer Branche unterwegs, die eigentlich so gefragt ist. Darum habe ich eigentlich keine Angst, dass unsere Firma irgendwann nicht, dass es so weit kommt. Also auch wenn wir jetzt in einer anderen Branche wären, auch wenn wir jetzt etwas anderes machen würden, weißt du, vielleicht ein bisschen unsicherer ist. Ich finde schon auch, wir haben das nicht mega bewusst gewählt, wir haben auch da gewählt, wo es irgendwie Spass macht und haben jetzt da halt irgendwie Glück, dass das alles so am Aufkommen ist und wir dort ein bisschen können, auch zu einem guten Zeitpunkt irgendwie anfangen. Aber auch sonst, wir haben ja auch immer so ein bisschen das Denken gehabt, hey, schau, falls es nicht funktioniert, was machen wir denn? Ja, was machen wir denn? Dann gehen wir halt wieder zurück in den Job, den wir vielleicht vorher hatten. Also, gerade auch, und ich glaube, da ist jetzt aktuell sogar noch die bessere Zeit, oder überall haben sie Fachkräftemangel und was auch immer. Also als Angestellte, oder, hast du immer die Möglichkeit, wenn du halbwegs eine anständige Ausbildung hast und einfach eine gute Arbeitsmoral, um dann auch wieder einen Job zu finden. Also, und es heißt ja niemand, dass du von heute auf morgen musst kündigen und dann Vollgas selbstständig sein, 100%, oder? Sondern das sind ja Sachen, die man sehr gut auch nebenbei starten kann. Mal schauen, wie es funktioniert. Mal schauen, hat es da überhaupt Interesse rum? Mache ich es zuerst mal ein bisschen als Hobby und als Ding. Ich glaube, das ist schon auch, also das ist bei uns jetzt ja auch der Fall. Man nicht viele Investitionen müssen tätigen, um zu starten. Und ich glaube, das macht es sicher einfacher. Ich glaube auch, falls ihr irgendeine Idee habt, sicher besser, also würde ich jetzt auch empfehlen, so lange wie möglich halt einfach zu fahren und einfach noch aufzubauen. Ich habe gesagt, wenn man jetzt mit Yogastunden starten, nicht gerade ein eigenes Yoga-Studio zutun und dann hat man dort eine Miete monatlich, die man stemmen muss und mega Druck, um irgendwie die Stunden zu füllen mit Leuten, weil man es sonst nicht kann leisten, sondern einfach dort halt auch easy starten mit 1-2 Stunden pro Woche, nehmen sich einmieten in einem Studio. Also das machen ja die meisten so. Aber einfach so als Beispiel. Ich glaube, für viele ist schon, gerade die vielleicht noch nicht gestartet sind, die haben immer eine Vorstellung auch von einem Business, oder? Ja. Also man sieht ja dann auch die Business, die irgendwie vielleicht schon nicht sind, aber all die Startups, all die Leute, die selbstständig mal starten oder so, klar, es gibt schon solche, die am Anfang einen Businessplan und haben sich irgendwie das mega, ich weiss auch nicht was, vielleicht überlegt und geplant. Aber ob der Plan dann so aufgeht, oder ist ja dann auch, also ich finde immer, wenn man die Möglichkeit hat und Bock darauf hat, etwas zu machen und starten, nicht lange überlegen, einfach mal starten, weil dann findest du auch raus, ist das überhaupt etwas, was man gerne macht und was man weiterverfolgen will. Statt dass man immer nur denkt, ich würde gerne, aber ich weiß nicht, ob ich es kann. Und dann irgendwie überlebt man 10 Jahre, 20 Jahre an einer Idee rum und dann man hofft es ja dann so, man hätte, also gute Ideen haben so viele Leute. Ja. Ich glaube, jeder Mensch hat früher oder später im Leben mal eine gute Idee, aber das Umsetzen, oder? Dann sieht man meistens, schau, der hat die gleiche Idee gehabt, der hat jetzt das schon gestartet, jetzt kann ich es nicht mehr machen oder was auch immer. Oder so. Es ist ja eher so, nicht, dass die Leute keine Ideen hätten, sondern dass sie Angst davor haben zu starten. Und ja, ich finde dort schon, einfach das Machen, einfach loslegen, ausprobieren. Man muss wirklich nicht gerade von Anfang an alles auch dann auf die Karte setzen. Man kann sich ein bisschen an das hintasten, oder? Ja, aber ich glaube, nochmal zurück auf die Frage dafür und dann wieder von der Selbstständigkeit und wie wir mit Ängsten umgehen. Ich glaube, einfach um es nochmal auf einen Punkt zu bringen. Ja, wir gehen so damit um, dass wir
uns eben nicht auf die Worst-Case-Szenarien konzentrieren oder zumindest für uns immer einen Backup-Plan vielleicht auch haben. Also, wir sind ja auch nicht völlig Risikomenschen, also wir haben auch irgendwie, brauchen unsere Sicherheit, aber unsere Sicherheit ist halt auch, hey, wir sind in der Schweiz, wir haben so eine gute Ausgangslage, man findet immer irgendwie einen Job und ich finde auch, aber es sind meistens ja finanzielle Ängste, oder? Wir haben halt auch, also so sind wir an das Ganze angegangen, wir probieren leicht an das heranzugehen. Ja. Wir auch im privaten Leben, wir haben jetzt einen mega riesen Lebensstandard, wo wir mega viele Fixkosten haben, das hat uns auch sehr lange halt auch erleichtert, oder? Da haben wir uns nicht so einen Druck müssen machen im Business. Und ja, dort gibt es ganz viele Möglichkeiten, oder? Das Ganze halt sich ein bisschen einfacher zu machen. Ja. Ich mag mich zum Beispiel mal gut erinnern, als ich aus dem Studium rauskam, dann hat es natürlich noch andere gehabt, die auch sich überlegt haben, sich irgendwie selbstständig zu machen, so im Videobereich. Und ein Kollege hat gesagt, ja, ich würde ja schon, aber weißt, ich habe das mal durchgerechnet, ich müsste jetzt irgendwie 200'000 Franken Umsatz machen im Jahr, dass sich das überhaupt rendiert. Und wir haben uns ja das nie überlegt, oder? Wir haben einfach, wir müssen unsere Miete können zahlen, wir müssen einfach schauen, dass es aufgeht und dann funktioniert es. Und ich meine, so haben wir starten. Wir uns von Anfang überlegt hätten, dass wir da Musik, ich weiß auch nicht was machen, hätten wir ja nie losgelegt. Nein, ich glaube auch nicht. Ja. Genau, so würde ich sagen. Würden wir mit Angst umgehen und dafür und dann wieder, sonst würden wir es nicht so lange machen. Wir finden, es ist mega cool, eben, weil du bist dein eigener Boss. Du kannst so viel im Alltag, hast so viele Vorteile, wo du einfach kannst, ja, wenn du mal nicht, nur schon, wenn du mal nicht so magst oder nicht so produktiv bist, merkst du, hey, der Tag ist irgendwie, dann musst du nicht irgendwie Stunden abhocken, kannst einfach sagen, ich mache jetzt einfach, hey, das ist doch gleich, ich mache jetzt einfach mal. Aber du musst schon der Typ sein für Selbstständigkeit. Ja, klar, also musst klar, musst du der Typ sein. Einfach auch den Antrieb haben, auch ohne dass jemand, also dass ein Chef dahinter steht. Du kannst nicht darauf warten, dass dir jemand und anders... Und ich finde es auch ganz wichtig, ich glaube, das kommt dann später eigentlich noch, aber ich kann mir jetzt ja gleich noch schon darauf eingehen. Das Wichtige ist, dass nicht, also damit du nicht ausbrennst, musst du einfach irgendwie gewisse... Also einerseits das Private und das Berufliche können trennen und einfach einmal sagen, so, und jetzt ist Feuer oben. Voll. Ja. Das ist schon auch sehr wichtig, weil du kannst immer arbeiten. Immer als Selbstständige, es gibt immer Arbeit. Es gibt immer Arbeit und du machst es ja wie für dich, darum siehst du keinen Grund, um es nicht zu machen. Also wenn du angestellt bist, kannst du wie sagen, ja, hey, ich habe jetzt schon 50 Stunden die Woche gearbeitet, ja, ich habe eigentlich noch einen Berg Arbeit, aber ich habe jetzt Wochenende, die müssen jetzt nichts mehr von mir wollen. Ja. Und als Selbstständiger ist mir so, hockt dir das so im Nacken, die Arbeit, die eigentlich noch anstehen. Und dann musst du wie für dich das mega abtrennen und sagen, nein, nächste Woche ist auch wieder, also ist auch noch Zeit für das. Voll. Ja. Ja. Und das ist so ein bisschen die Kunst, dass dann nicht, also ich glaube schon viele, die die Selbstständigkeit gestartet haben, ist dann ein bisschen an dem auch gescheitert, weil sie irgendwie dann nicht haben können sagen, so, und jetzt ist mal gut. Jetzt schaue ich mal für mich, für mein Wohlbefinden und für Pause, also einmal Pause. Voll. Ja. Jetzt sind wir in der Work-Life-Balance. Genau. Jetzt müssen wir mal schauen, wir haben hier noch ein paar Abschlussfragen, gell, haben wir uns noch notiert. Genau. Jetzt können wir doch mal noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Das ist auch noch spannend. Was kommt auf uns zu? Genau. Was sind die grössten Veränderungen, die wir bei Storyflow planen? Und wie denken wir, dass die Richtung von unseren Projekten beeinflussen? Genau. Also ich denke, da eine spezielle Änderung, spezifisch auf Instagram. Vielleicht kannst du dort mal erzählen, was wir eigentlich vorhaben mit unserem Instagram-Kanal. Ja, da gibt es eigentlich kleine, grosse Änderungen. Es ist eine grosse Änderung, aber eigentlich ändert nicht viel. Und zwar werden wir den Namen ändern von unserem Instagram-Account. Genau, Storyflow haben wir gefunden. Storyflow, das ist kein guter Name, gell? Nein, Storyflow wird es weiterhin geben. Dann werden wir aber uns für die Firma wie soll ich sagen? Aufbewahren, ja. Wir werden jetzt weiterhin zwei Accounts haben. Und zwar einer wird weiterhin werden wir privat teilen, also werden wir so ein bisschen unsere Geschichte dokumentieren, sagen wir es so. Und der wird aber nicht mehr Storyflow heißen, sondern
Meli und Flo. Wow! Wow. Nein, ja. Ja. Ja, aber so wird er heißen, weil es glaube gar noch nicht zu weit. Wir könnten das dann ein anderes Mal aufgreifen wegen dem Namen. Genau. Aber es ist Aber einfach... also weißt du, wieso und Ja, ja. wieso jetzt so. Aber er wird dann Meli und Flo heißen und der zweite Account, Storyflow, dort werden wir dann eben Geschichten von ganz vielen inspirierenden und spannenden Leuten aus der Schweiz erzählen. Genau. Und wichtig ist auch, da haben wir uns auch überlegt, also eben der Account, der aktuell Storyflow heisst, das ist unser Account, Meli und Flo, das ist immer um unsere Geschichte gegangen. Das ist dort, wo wir auch immer so ein bisschen gestruggelt haben, eigentlich Einblick zu geben in unser Business. Und wir wollen natürlich nicht jetzt einfach den umwandeln in einen Business-Account und alle, die uns dort gefolgt sind, sozusagen sagen, ja du, jetzt müsst ihr euch halt für das interessieren, sondern die uns gefolgt sind oder folgen wegen uns zwei, weil sie uns irgendwie sympathisch finden und unsere Geschichte spannend finden, können natürlich einfach weiterhin dort bleiben. Der Kanal heisst jetzt dann einfach in Zukunft nicht mehr Storyflow, sondern Meli und Flo. Und wir sind einfach die Gründer von Storyflow. Genau. Und der neue Account, der ist dann der Storyflow-Account, wo wir eben mehr öffnen, wo mehr unsere Leute auch noch darauf aktiv werden sein und vor allem eben auch, wo wir dann eure Geschichten erzählen, auch mit dem Podcast. Super gesagt. Genau. Genau. Ja, und was sind denn so die Pläne für nächstes Jahr? Also, was hast du so ein bisschen deine Ja, also Zukunftspläne für Storyflow? Zukunftsplan für Storyflow. Also einerseits Plan für das Jahr ist eben, wir gehen auf unsere Reise. Das eben erfahren dann alles, was dort passiert, so ein bisschen auf unserem Meli und Flo-Account dann. Und bei Storyflow schaffen wir wirklich jetzt auch schon länger so ein bisschen an dieser Idee oder dieser Vision, dass wir ein bisschen mehr sein wollen als einfach nur eine Videoproduktionsfirma. Dass wir wirklich wollen, irgendwo durch auch eine Community aufbauen von Gleichgesinnten, von anderen, die auch gerne kreativ sind, die auch finden, hey, mal Social Media, das sind irgendwie coole Tools, die man dort hat, coole Möglichkeiten, um irgendwie seine Geschichte zu erzählen. Und wir starten jetzt mal eben mit dem Podcast und auch mit ein paar coolen so Reel-Formaten auf Instagram, wo wir eben viel Kooperation machen mit anderen. Werden dort sicher in unserem persönlichen so ein bisschen Netzwerk, das wir uns jetzt halt auch über die Zeit aufgebaut haben, werden wir dort mal ein paar Leute anschreiben und hoffen, die machen da mit. Genau, aber das wollen wir eigentlich forcieren, mit dem Fernziel auch. Das ist wirklich auch bei mir so ein bisschen eines von diesen Projekten, wo ich sehr lange schon Traum studiere oder wo ich so ein bisschen als Idee habe. Ich würde halt wirklich sehr gerne Leute, die wie mir eben vielleicht so einen Weg einschlagen, helfen, durch Kurse, durch Workshops, ja, zum halt wirklich irgendwie das Know-how, das wir uns aufgebaut haben, irgendwie vermitteln und einfach Leute ein bisschen auf diesem Weg begleiten. Wir machen das irgendwo durch jetzt schon einfach bei Firmen. Also wir haben viele Firmen, die bei uns Workshops buchen, wo wir wirklich schon sehr coole Sachen und sehr coole Projekte können umsetzen können. Sagt das, dass wir irgendwie den Leuten beigebracht haben, wie sie können mit einfachen Kameras filmen, wie sie können mit dem Smartphone coolen Content erstellen oder wie sie zum Beispiel auch können, Drohnen fliegen. Haben wir jetzt auch schon ein paar so Drohnen-Workshops gegeben. Und ich würde das halt sehr gerne auch eben so mit so, also im Privaten können anbieten für private Leute, für Creators, für Personal Brands und halt ja, dann dort so ein paar Leute zusammennehmen. Dass das nicht eigentlich nur den grossen Firmen vorbehalten ist, wo halt dann gerade das Team an so einen Workshop schicken, sondern dass dann das irgendwie halt auch ja, einfach für euch irgendwie möglich ist, bei uns irgendwie etwas zu machen. Und was dann aus dem alles wird entstehen, das wird sich dann zeigen. Aber das ist so ein bisschen der Weg, den wir jetzt eigentlich einschlagen wollen, wo wir uns eben auch ein bisschen auf die Fahne schreiben, dass hey, Storyflow oder unser Slogan «Schreib deine eigene Geschichte», dass wir da jetzt wirklich auch leben wollen. Oder? Es geht nicht nur um unsere Geschichte, es geht auch um eure Geschichte, dass wir euch dabei unterstützen können, dass ihr da ein bisschen aktiv werden könnt. Ja, freue mich drauf. Ja, ich auch. Sehr, sehr gespannt. Ja, gut. Gut. Aber ich glaube, das ist doch ein gutes Schlusswort. Ja. Ich finde auch. Eben alles Weitere werdet ihr dann erfahren, wenn ihr uns auf unseren Kanal folgt. Ich hoffe, ihr macht das, wenn ihr den Podcast jetzt bis am Schluss gehört habt, hoffentlich schon. Dann folgt uns. Und falls ihr uns noch nicht folgt und jetzt den Podcast gehört habt, dann unbedingt vorbeischauen. Eben, wir haben die 2 Accounts, die sicher da
gibt ja irgendwann so Shownotes unten oder so, wo wir dann das Zeug reinpacken. Und ja, da freuen wir uns natürlich auch sehr fest über Feedback. Das war jetzt unsere erste so Folge, die wir so gemacht haben. Ja. Wie haben ihr es gefunden? Haben ihr es mögen hören? Haben ihr vielleicht auch etwas gelernt? Sehr gerne kommentieren, bewerten, was man da halt auch alles macht. Und wenn ihr irgendwie Inputs habt, könnt ihr uns auch sehr gerne irgendwie ein E-Mail machen oder eine Nachricht. Am besten macht ihr uns eine Nachricht auf Instagram. Genau. Gut. Cool. Also, haben wir es. So cool. Ja. Hat mega Spass gemacht. Ja. Ciao. Ja. Gut. Also, es war ganz etwas, also ja, Neues für mich. Voll. Aber cool. Cool. Ich hoffe, es Spannend. ist eben wirklich dünn bewertet, positiv, dass die Melli dann auch wieder mal dabei ist. Also, Ja. dann, wie ist unser Ding? Können wir es noch? Das ist so lange nicht gemacht. Ja. Vergesst nicht Gehen raus. und schreibt eure eigene Geschichte. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Cool. So cool. Spaß gemacht.